rechten Seite und die da hinten und da vorne, die Schönen. Und die noch Schöneren und die Ledigen und die anderen armen Teufel. Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder eingeladen worden bin. Ich habe sogar eine Garderobe bekommen mit einem großen Spiegel. Habe ich jetzt gerade reingeschaut und habe gesagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Hat der Spiegel gesagt, gehen Sie mal auf die Seite, ich sehe nichts. Kamelle, hier. Es klingelt. Ich habe eins. Das ist ein Seniorenhandy mit Glasfaserkabelanschluss. Hallo? Bitte? Auf der Seite höre ich schlecht. Ich stelle mal auf laut. Hallo? Ja, guten Abend, Superstar Productions. Wir hätten da eine Anfrage für Sie für das Dschungelcamp. Bin ich jetzt verbunden mit dem Sekretariat im Bundestag in Berlin, weil da ist ja das Dschungelcamp. Da sitzen Kamele, Affen und auch ein paar Faultiere. Ja. Hallo? Nein, wir fragen Sie wirklich an als prominenten Gast für das Dschungelcamp. Ja. Wir beobachten Sie ja schon seit einigen Jahren und Sie haben alles, was wir brauchen. Sie haben eine große Ausstrahlung, Sie sind meinungsstark, Sie haben Humor. Sie stehen also wirklich ganz, ganz oben auf unserer Wunschliste. Ja? Ja, und Sie kommen ja auch aus dem Schwarzwald, da werden Sie ja auch im Urwald klarkommen. Ja, also Sie brauchen eine prominente Gästin mit Überlebenscharakter nach dem Motto, ist der Winterspeck weg, ist die Frühlingsrolle schon da? Gibt's das dann im Dschungel mit Halbpension oder ist das mit Würmeressen? So, wie Sie es aus dem Fernsehen kennen. Haben Sie die Sendung schon mal gesehen? Dschungelcamp. Da sitzen so halbbekannte Dämlich und Herrlichkeiten in diesem subtropischen Gemüse in Australien und da sind nicht die hellsten Kerzen mit dabei. Da hat einer gesagt im Dschungel, wenn wir zu dritt hier drin sind und 5 fliegen raus, müssen 2 wieder rein, damit der Dschungel leer ist. Und dann, ja. Und dann essen die ja alles von der Erde und so ganz komische Dinge. Einmal haben sie eine Buchstabensuppe gekocht und die Hühnerbrühe war weit über dem Datum. Und dann hat der Hälfte ist es schlecht geworden. Einer hat sich sogar die Buchstabensuppe buchstäblich noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das war dann gebrochenes Deutsch. Hallo? Also... Ja, hallo, sind Sie noch da? Ja, sagen Sie mal, was ist bei Ihnen denn eigentlich los? Ja, das ist die wahre Unterhaltung. Hier ist Schwaben-Weiß-Blau, hier tanzt der Bär. Also, ich kann Ihnen sagen, ich komme für kein Geld in der Welt in diesen komischen Dschungel. Das können Sie sich abschminken, ja? Das ist wirklich sehr, sehr schade, aber ich hätte da vielleicht eine Alternative. Wie wär's denn mit Let's Dance? Also den Leuten hat's gefallen. Aber Herr Aiwanger, mal unter uns. Wir kennen uns ja noch. Sie hatten ja schon mal eine tragende Rolle. Ich kann doch nicht zu Let's Dance mit dieser Figur. Ich habe ja auch nur ein Kleid bei Let's Dance. Da muss man bei jedem Tanz das andere Kleid anziehen. Ich habe ja nur eins. Meine Nachbarin hat gesagt, ich leide unter einer Stoffwechselkrankheit. Und wenn Sie mit mir Kettenkarussell fahren, Herr Aiwanger, da fliege ich immer außen. Das ist so. Ich kann doch nichts dafür. Schauen Sie mal, ich habe extra so einen Kurs gemacht, wo man abnimmt wie die Frauen, so herabschauender Hund.
so spirituell mit dem Heiligen Geist. Aber ich musste mich auf den Kopf stellen. Der Trainer hat gesagt, bei mir wäre es besser, gleich auf den Kopf wegen der Erdanziehungskraft. Nach 10 Sekunden ist mir schon schwarz geworden. Es war nicht der Kreislauf, mir ist der Bauch ins Gesicht gefallen. Also, wenn ich das jetzt so höre, dann muss ich sagen, das mit dem Tanzen ist vielleicht nicht das Richtige. Ja, nee. Aber ich muss ganz ehrlich zu Ihnen sein. Also, ich sehe Sie leider so gar nicht als Bachelorette. Bachelorette! Wieso soll ich nicht da hinstehen und warten, bis so ein Schmalzkegelkerl kommt und mir eine Rose gibt? Außerdem, haben Sie es gewusst, jetzt gibt's Bachelorette für Golden. Der Goldene für Senioren. Der steht mit weißgrauen Haaren da und wartet auf die Flamme. Wenn ich da komme, sage ich, Sie haben ja die gleiche Haarfarbe wie ich, aber machen Sie sich nichts draus, auch wenn auf dem Dach Eis und Schnee liegt, heißt noch lange nicht, dass im Keller kein Feuer mehr brennt. Bei uns im Dorf hat die Gertrud eine Gärtnerei und da kam mal so ein Bachelorette-Kerl rein, hatte ein Rendezvous und hat sie gefragt, was er jetzt für Blumen kaufen soll. Da hat sie gesagt, nehmen Sie Rosen zum Liebkosen, nehmen Sie Narzissen zum Küssen. Wissen Sie, was der mitgenommen hat? Ein Strauß Wicken. Das ist doch verrückt in Welt. Ja. Wissen Sie was? Ich glaube, eine Idee hätte ich noch. Ich hätte da noch eine Sendung, da könnte ich sie mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja? Wie wär's denn mit Hochzeit auf den ersten Blick? Das würde sehr gut zu mir passen, weil das ist ja die Sendung, wo der Bräutigam in der Kirche wartet und vorher die Braut nicht sieht. Und dann kann er ja gar nicht mehr Nein sagen, weil die Verwandtschaft hinten dran sitzt und die will ja feiern. So nach dem Motto, ist es zu Ostern warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm. Ist es zu Pfingsten heiter, kommen sie schon wieder und fressen weiter. Und dann stellen Sie sich mal vor, Frau Weber, in der Hochzeitsnacht. Ich als Braut, ich trage einen katholischen Büstenhalter. Und der Bräutigam macht hinten auf und dann fallen ihm die 2 vor die Knie. Das wäre schön. Da könnte ich mitmachen. Ja. Also ich bin mir nicht so sicher, ob bei Ihnen jemals die Hochzeitsglocken läuten. Ja. Vielleicht gehen Sie einfach mal zur Landesschau oder zur Abendschau. Das könnte ich gerne machen, weil da gibt's nicht die unwichtigen Dinge vom Dschungel, sondern die richtigen Geschichten vom Leben. Ich sag Ade, wissen Sie, Landesschau und Abendschau, haben Sie das Schöne gesehen mit dem Pfarrer, der über 30 Jahre im Dienste der Gemeinde war? Und er hat alle Schäfchen in der Beichte immer betreut, hat immer ein offenes Ohr gehabt, wenn die gekommen sind und haben gesagt, Herr Pfarrer, ich muss Ihnen was beichten. Ich habe meinen Ehepartner betrogen. Und dann hat der Pfarrer gesagt, es gibt ihm immer so einen Stich ins Herz. Und dann hat er gesagt, liebes Gemeindemitglied, wir sagen jetzt nicht mehr betrogen, wir sagen in Zukunft, du bist an der Friedhofsmauer gestolpert. Und das haben die auch viele Jahre gemacht in dieser Gemeinde. Und das hat immer funktioniert. Immer wenn einer neben rausgegangen ist, hat er gesagt, ich bin an der Friedhofsmauer gestolpert. Und letzten Sommer ist er in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und es kam der junge Geistliche. Und der war schon sehr überrascht, als dann in den ersten Wochen ganz viele Leute im Beichtstuhl saßen und haben gesagt, Herr Pfarrer, ich bin an der Friedhofsmauer gestolpert. Dann hat der junge Geistliche sich sofort angemeldet in der Gemeinderatssitzung und hat gesagt, so, ich bin jetzt seit 14 Tagen der neue Pfarrer und das Erste, was jetzt gemacht wird in dieser Gemeinde, die Straße an der Friedhofsmauer wird frisch geteert. Dann haben die Gemeinderäte gelacht und der Bürgermeister ganz laut. Und dann hat der junge Pfarrer gesagt, Herr Bürgermeister, Sie brauchen gar nicht laut lachen. Ihre Frau ist diese Woche 3-mal gestolpert.